Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 19. Bundesligaspieltag 1:2 im bayerischen Derby zu Hause gegen den FC Augsburg verloren. Und ja, bevor wir da jetzt reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren. Ja, Niederlage, keine Ahnung. Wenn wir davon ausgehen, David gegen Goliath, dann absolut verdient. So, ja. Wenn wir uns das große Ganze angucken, war die Niederlage natürlich absolut verdient. Aufgrund der zweiten Halbzeit, ja, zweite Halbzeit war ja nicht wirklich irgendwas von uns, aber auch erste Halbzeit war nicht wirklich irgendwas von uns. Es war das 1:1 das erwartete Spiel, 100% true. Ja, deswegen war mein Tipp auch nur 2:1 für uns, dass dann 2:1 für Augsburg ausgeht. Ja, das hat natürlich ein paar Gründe. Die Gründe werden wir mal ein bisschen aufarbeiten. Klar, im Nachgang können wir immer klug scheißen, das werde ich natürlich auch tun, ja. Ähm, Alphonso Davies als Rechtsverteidiger, Katastrophe. Kimmich dann als Rechtsverteidiger aufzustellen, war, das ist traurig zu sagen, noch schlimmer wie Alphonso Davies. Ich weiß nicht, was man Joshua Kimmich da hinstellt, wenn man weiß, dass der keinerlei Form hat. Ich denke mal, das hat man gesehen. Warum man dann auch noch einen Tom Bischof auf die linke Seite gestellt hat, habe ich auch nicht verstanden. Zum Glück ist da nichts passiert. Also, die Auswechslung war eine Farce von Kompany. Die Aufstellung, ja, kann man mit Sicherheit drüber reden. Fand ich erstmal okay, bis auf den Take mit Alphonso Davies. Für mich eine absolute Katastrophe. Jetzt mal ernsthaft. Wir haben auf dem Platz gehabt Jonathan Tah, Min-Jae Kim, Hiriko Ito und spielen mit einer Viererkette. What the fuck? Wofür? Hä? Wofür? Mach doch hinten eine klare Dreierkette, Fonzie Davies raus, Alter. Ähm, Dass der nicht schlau genug ist, diese Position auch nur ansatzweise zu interpretieren, haben wir gesehen heute, ja. Dass er 'n rechten Fuß nur zum Stehen hat, keine Ahnung. Ich raff's eh nicht, was das soll mit, rechts auf links. Das heißt halt von Haus aus, wir spielen ohne Flanken, ohne Hereingaben. Weiß ich nicht, ja. Gibt mir nichts. Erst recht nicht gegen FC Augsburg, weil du wusstest, was auf uns zukommt. Ähm Und dass der Bums natürlich dann durch 'n Torwartfehler, und es ist 'n Torwartfehler, wenn Obich rauskommt, muss er an den Ball kommen. Kommt er nicht an den Ball, ist es 'n Torwartfehler, da muss man nix schönreden. Punkt dann zustande kommt, ja, ist halt so, ja. Ähm, Dass dann ein Musiala verteidigt in der Zentrale beim Gegentor im eigenen 16er. What the fuck? Hä? Was sucht er da? Ja, ich meine, dass man sich auf der Außenseite Josh wurde da 3 oder viermal vorgeführt. Vorgeführt. Das ist unser Nationalrechtsverteidiger. Kapitän. Ja, grandios. Also wirklich grandios. Ne, die Niederlage, war natürlich jetzt so nicht zu erwarten, aber ist jetzt auch nicht überraschend. Ja, ich habe es vor dem Spiel gesagt, es wird 'n knackiges Spiel, es wird 'n schwieriges Spiel. Es war klar, was auf uns zukommt. Und wie wir gesehen haben, haben wir einfach nicht mehr die Körner gehabt, heute auch nur ansatzweise was dagegen zu setzen, ne? So, nach dem 1:1 hast du ja nicht das Gefühl gehabt: „Jo, alles klar, wir geben jetzt noch mal Gas“ oder so irgendwie sowas. Ne, du hast eher das Gefühl gehabt: „Ja, alles klar, du kriegst jetzt gleich das Zweite.“ Ja, und genauso ist es gekommen. Ähm, ja, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, war das zu erwarten, dass irgendwann dieses Spiel kommt, ja? Dass es jetzt schon kommt, ich hatte eher gedacht, so wahrscheinlich zum Ende hin der ganzen englischen Woche in Hamburg, aber jetzt kommt es schon gegen Augsburg. Ja, das wird dann jetzt die nächsten beiden Spiele nicht einfacher werden. Ja, weil die Spieler, die jetzt nicht da sind, die mit Erkältung fehlen, die sind natürlich auch nicht innerhalb von 3 Tagen wieder fit, ne? Ähm, und die Spieler, die heute auf dem Platz standen, hat man gesehen, das war schon alles sehr müde, ne? Sehr, sehr müde. Ja, das war ordentlich, so, klar. Ja, also wie gesagt, ich fand die erste Halbzeit, gehen wir es vielleicht kurz durch. Hm
Ich fand es die erste Halbzeit eigentlich von uns ein Spiel, was okay war. Gerade so die ersten 15 Minuten fand ich's gut. Ja, wir waren beweglich. Wir haben auch, ja, super viele Ballverluste gehabt, ja, aber das ist normal. Du spielst gegen Augsburg, die spielen super stark defensiv. Da wirst du nichts erreichen, wenn du 200 Querpässe spielst, ja, und wenn du kein Risiko nimmst. Du musst das Risiko nehmen. Wenn du vorne Ballverluste hast, ja, damit musst du umgehen können. So, ja. Das hat mir heute besser gefallen wie die anderen Spiele, wo wir das halt nicht gemacht haben. Da haben wir Ringepitz mit Anfassen gespielt, so ohne ernsthaft zu versuchen, mal Torchancen zu erarbeiten. Wir haben es versucht, die ersten 15, 20 Minuten meiner Meinung nach, haben es halt nicht hingekriegt, super viele Ballverluste gehabt, gerade Lennart Kahl und so weiter da vorne, aber auch Michael Olisse, wollen wir gar nicht rausnehmen heute. Da war keiner, der restlos überzeugt hat heute. Es gibt keinen Spieler auf dem Feld, der, ja, vielleicht können wir bei Michael noch über eine 2,5 reden, weil er noch der Einzige war, der nur ansatzweise auffällig war, wenn irgendwas offensiv war. Ansonsten ist kein Spieler auf dem Feld, der besser wie Note 3 war. Ja, ganz im Gegenteil. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber das hat mir ganz gut gefallen eigentlich, wie wir reingekommen sind in das Spiel. Ähm, ja, danach ging es immer wieder, ja, wir lassen uns weniger Risiko nehmen, weniger Risiko. Wir haben uns zwischendurch auch mal fallen lassen oder wurden reingedrückt von Augsburg, auch das war okay. Ähm, ja, aber man hat schon da gesehen, weil, wie gesagt, wir haben ziemlich aktiv angefangen, ja, nicht so, wie ich gerade schon sagte, dieses nur quer, quer und sowas. Ähm, Sind dann aber immer schwächer geworden, meiner Meinung nach. Ja, dann sind wir wieder in diese Phasen verfallen, ja, komm, Hauptsache Ballbesitz. Und ja, zweite Halbzeit, wir haben es gesehen, wir hatten nichts entgegenzusetzen. Nichts. Einfach gar nichts. Michael, der dann nochmal den Schuss kurz vor Ende ans Lattenkreuz hatte, ja, da hast du aber auch gesehen, ja, es sollte heute einfach nicht sein. Ja, und das war's. So. Ja, warum, um das auch mal klar zu sagen, warum man vorher 3, 4, 5 Mal nicht den Schuss genommen hat, wenn man 16 Meter, 15 Meter, 14 Meter zentral den Ball hat vom Tor, warum man den immer wieder querlegen musste oder mit irgendeinem scheiß Hackentrick irgendwas versuchen musste einzuleiten, habe ich halt auch nicht verstanden, ne? Da muss man sich halt auch nicht wundern. So, der Einzige, der sich da mal das Herz genommen hatte, war dann Tom Bischof, war Chavez, ja, mit was? 17, der dann aus 'nem unmöglichen Winkel einfach mal versucht hat, drauf zu schießen und Michael. So alle anderen, weiß ich nicht, was der Plan war, ja? Die Auswechslung war 'ne Katastrophe, 'ne absolute Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Hm, warum der Spielaufbau, ich weiß nicht, was heute der Plan war. So, ja, also ich fand's, Lennart Kahl hat's einigermaßen okay gemacht in der ersten Halbzeit mit der Position, dass er sich mal tiefer hat fallen lassen, mal wirklich richtig tiefer. All das, was ich die letzten Spiele kritisiert hatte an ihn, das hat er besser gemacht, hat aber trotzdem keinerlei Impulse gehabt. Sorry, ja? Und das muss ich sehen als Trainer. Und da muss ich nicht, wann war die Auswechslung? Lass mich gucken. Und da muss ich nicht unbedingt in der 61. Minute sagen: „Ey, ich bringe jetzt Musiala für Lennart Kahl", der anscheinend, ja, Impact gleich noch null hat. Da musst du einfach in der Halbzeit sagen: „Ey, ich bringe jetzt Nicolas Jackson rein, ich haue 'n Davies raus meinetwegen, ja, stelle hinten auf 'ne Dreierkette, habe vorne eine Doppelspitze, sodass Harry Kane sich auch noch mit fallen lassen kann in den Spielaufbau. Und dann hast du noch einen Lennart Kahl vorne in der Zentrale, ja. Und dann kannst du ja noch Lennart Kahl, dann kannst du auch noch Musiala reinwechseln, ja. Quasi das, was wir zum Ende hin versucht haben, dann auf einmal, ja. Dann haben wir gesagt: „Oh ja, wir bringen jetzt mal Nicolas Jackson und wir lassen Harry Kane 'ne Position nach hinten gehen." Ja, hättest du viel, viel früher machen müssen. So, ja. Also, wir hatten keinen Mut heute. Das muss man auch sagen. So, das alles, was von draußen kam, war so: „Ja, komm, 1:0, wir schaukeln das heute nach Hause", so ungefähr. Ja, der Gegner wird schon irgendwann müde werden. Ne, der Gegner konnte heute aber gar nicht müde werden, weil wir gar nicht dafür gesorgt haben, dass der Gegner wirklich müde werden muss. Ja, weil wir haben heute nicht diese Läufe gehabt, diese Bewegung. Wie gesagt, die ersten 15, 20 Minuten haben wir das gehabt, danach nicht mehr. Ja, und das war der große Unterschied. Und Augsburg, ja, Augsburg war topfit. So, die haben durchgebissen, durchgezogen, 90 Minuten, ne? Und deswegen, das ist am Ende ein verdienter Sieg. So, auch wenn der XG-Wert, ich weiß, hier gibt es ja immer so ein paar Experten, die sich an den Werten hochziehen, ziemlich ausgeglichen ist. Ja, so ist es. Und wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, wie die Statistik aussieht. Wir schauen rein, was die sagt.
Aber am Ende ist es ein verdienter Sieg. Ist natürlich super ärgerlich, dass man ausgerechnet zu Hause dann noch im einzigen Derby, was du so hast, die Saison wegwirft, was das angeht. Dafür ist das Laster weg. So, es spielt jetzt keine Rolle, ob du eine Niederlage hast, ob du 15 hast. Wen interessiert es am Ende? So, jetzt geht es darum, Deutscher Meister zu werden. Du hast genug Vorsprung, du hast ein Torverhältnis Vorsprung. Der Brocken ist weg. So, jetzt kannst du ein bisschen pokern und dann kannst du auch mal, ich will nicht davon reden, Spiele abzuschenken, aber wenn dann gewisse englische Wochen sind, in den wichtigen Spielen wie DFB-Pokal, wie Champions League, was kommen wird, ja, dann musst du auf die Tabelle gucken, dann guckst du, oh, ich habe 8 Punkte Vorsprung, ich habe 9 Punkte Vorsprung und dann musst du auch mal sagen, jo, alles klar, jetzt kommt hier die dritte Garde rein und dann ist das so. Ja, dann musst du Prioritäten setzen. Das kannst du jetzt tun, so, du hast nicht mehr diesen, oh ja, wir wollen ungeschlagen durch die Saison gehen, wir wollen Leverkusen toppen, der Punkt ist weg. So. Ja, und der ist völlig verdient heute weg. So, wir hatten keinerlei Körner da ansatzweise was entgegenzusetzen. Gut, damit werfen wir einen Blick in die Statistik und dann gehen wir mal in die Benotung rein. Das wird nochmal witzig werden. Gut, Statistiken. Ich aktualisiere den Bums nochmal hier. Ballbesitz 70:30, Abseits 3:3, Fouls 10:5, Zweikampfquote 44:7, 55:3, Schüsse aufs Tor 6:6, Schüsse insgesamt 15:16. Also jeder, der dann jetzt sagt, so, es war irgendwie nicht verdient wegen dem Ballbesitz, ja, ich meine, Augsburg hat sogar einen Schuss mehr wie wir. Angekommene Pässe 754 zu 263, Flanken 913. Schüsse insgesamt Kane 5, Diaz 2, Ulisse 2, Torschussvorlagen, Ulisse 1, gewonnene Zweikämpfe, Ulisse 9, Ito 5, Kim 5. Ballkontakte 167, Pavlo 118, Tah 94, Goretzka, gefoult wurden. Schenken wir uns sie immer, damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, Vincent Kompany ist für mich heute Note 5. Es war mangelhaft, es war nicht ausreichend. Und dann hätten wir nicht 2:1 verloren. Die Aufstellung, ja, Mai. Vieles ging halt auch nicht anders, muss man ehrlich sagen. Aber ich hätte mir einfach mal gewünscht, ja, dass man da einfach mal. Wir haben's ja immer kritisiert, so. Letzte Saison, und das ist diese Saison natürlich auch nicht anders. Diese Saison verdeckt vieles unsere überragende Offensive vorne, aber trotzdem haben wir keinen Plan B. So, wir spielen 4-2-3-1. Das ist all. That's all. Ja, wir spielen nicht mal mit Dreierkette, 3-5, was weiß ich was. Wir spielen nicht mal mit einer Doppelspitze. Das passiert alles nicht. Wir spielen unser System und entweder klappt der Bums oder klappt nicht. So, ja. Und wir kommen jetzt wieder in diese Phase der Saison. Das ist die Rückrunde, die Hinrunde ist durch. Jeder weiß, wie der FC Bayern spielt. Jeder sieht auch gerade, was wie funktioniert gegen den FC Bayern. Und wir haben keinen Plan B. Ja, um den Gegner einfach mal zu überraschen. Ja, haben wir nicht. So. Du machst ja sogar die Moves und sagst: „Ja, ich nehme dann Tom Bischof und stelle ihn auf die Linksverteidigerposition für 'n Ito.“ Anstatt zu sagen: „Jo, ja, dann gehe ich hinten auf Dreierkette und bringe, 'ne Überzahl im Mittelfeld, dass ich im Mittelfeld ein bisschen mehr Präsenz habe“, ja, und auch die Kreativität eines Tom Bischofs. Die Abschlussstärke in der Zentrale von einem Tom Bischof. Ne, machst du nicht, ja? Du bleibst immer in diesem gepressten System. Ähm Ob das dann am Ende für den großen Wurf reichen wird, weiß ich nicht. Das reicht für die Bundesliga, ja, logisch, aber wir sehen auch, selbst in der Bundesliga, wenn du nicht scharf bist, ja, und dann noch zu Hause, ja, dann verlierst du auch ein Heimspiel, ne? Sollte man mal drüber nachdenken. Also, Vini 5. Jonas Urbich. Ja, Jonas Urbich war heute, boah, schwierig zu benoten für mich. Ich sehe ihn bei einer 4,5. Ja, natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, so, ja, wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Hat vorher schon einen Schuss, klatschen lassen, was auch, ist zum Glück nichts passiert, war aber auch sehr unsicher. Ansonsten fußballerisch und so war es gut. Das, was sonst aufs Tor kam, hat er gehalten. Aber natürlich, wenn du da rausgehst, auch wenn es der eigene Mann ist, das ist eine goldene Regel. Gehst du raus als Torwart, musst du den Ball haben. Punkt. Wegfausten, whatever, du musst an den Ball kommen. Ist er nicht gekommen, von daher ein klarer Torwartfehler. Deswegen eine Note Abzug. Vorher diese Unsicherheit hat mir auch nicht ganz so gefallen. Aber ansonsten für den Rest
konnten Obig jetzt nichts. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber wir müssen natürlich auch, oder ich muss auf jeden Fall ein bisschen objektiv bleiben. Und von daher, wie gesagt, das war ein großer Klopper und dann gibt es halt auch keine gute Note. Gut, weiter geht's. Angefangen bei unserem Linksverteidiger Ito. Ich fand, Ito hat es heute ordentlich gemacht. Ähm, War für mich noch einer der besseren. Hat ja auch das Tor gemacht. Von daher Note 3 von meiner Seite. Hm, Ich habe es auch nicht verstanden, warum man Ito dann rausgenommen hat. So gar nicht. Ich weiß nicht, was man sich jetzt erhofft hat. Man hat Stabilität geopfert, indem man Tom Bischoff gebracht hat, der als Linksverteidiger eine absolute Katastrophe ist. So, das muss man einfach mal sagen. Das ist eine Katastrophe. Wenn du ihn bringst, ja, dann bring ihn in die Mitte. Dann löst hinten auf eine Dreierkette. Ja, also ich habe es nicht verstanden. Zum Glück ist daraus nichts passiert so, ja, aber du hast halt die Kopfballstärke eines Itos weggedroppt. Warum? Wofür? Wir haben es gesehen in der Schlussphase. Wir hatten noch ein, 2 Standardsituationen, da wäre eine Kopfballstärke eines Itos, bestimmt gut gewesen. Wir haben Josua Kimmich als Rechtsverteidiger aufgestellt. Auch dann wäre doch sinnig gewesen, dass wir haben einen auf den Außen, der flanken kann, auch wenn es nicht passiert ist, ja, aber rein vom Kopf her wäre es doch sinnig gewesen zu sagen: „Hey, komm, yo, dann kann ich mal eine Flanke reinbringen und ich habe da noch mit dem Ito noch mal 'n kopfballstarken Spieler“, ja? Ne, dann bringe ich 'n Tom Bischof. Was soll der kopfballmäßig? Sorry, habe ich nicht verstanden. Katastrophe, diese Auswechslung meiner Meinung nach. Absolute Farce, ne? Wie gesagt, Ito für mich noch einer der besseren, aber generell unsere 3 Innenverteidiger fand ich sehr stabil, das war ordentlich. Habe ich jetzt nichts gesehen, was super schlecht war. Ganz im Gegenteil. Min-Jae, ja, Min-Jae hat ein, zweimal in höchster Not noch gerettet. Ja, das war heute auch ordentlich. Ähm, ja, wie gesagt, das erste Gegentor ist ein klares Obig-Ding. Das zweite Gegentor, ja, was sollen unsere Innenverteidiger da machen? Die waren bei ihren Männern. Das sehe ich auch nicht. Auch keine Fehler bei der Innenverteidiger. Ich fand, das war heute okay. Min-Jae ist für mich eine 3. Genauso wie es Jonathan Tah für mich eine Note 3 ist. Wir könnten da minimale Abstufungen machen. Tah würde ich so eine 2,75 vielleicht geben, Min-Jae vielleicht eine 3,2. Irgendwie so, aber das ist Spielerei. Ja, unsere 3 Innenverteidiger waren heute mit Sicherheit nicht schuld an dieser Niederlage. So gar nicht, ja. Und ich glaube, mit einer Dreierkette, mit diesen 3 Innenverteidigern wäre heute einiges besser gelaufen, wie es am Ende des Tages war. Aber nur meine bescheidene Meinung. Gut, ja, kommen wir zum ersten, der richtig was auf die Fresse kriegt, notentechnisch. Und das ist Alphonso Davies. So, ey, erstmal vorweg, für die Note, ja, kann Alphonso Davies natürlich ein bisschen was, aber zu großen Teilen geht das auf Kosten des Trainers, muss man sagen, ja. Ich bin human, weil Alphonso Davies noch nicht bei 100% ist, aus einer Verletzung kommt, deswegen ist es nur die 5 und nicht die 6, ne? Eigentlich müsste da 'ne 6 stehen. Aber das war eine ganz klare mangelhafte Leistung. Sorry. Der hat keinerlei Impact vorne gehabt, keinerlei Impact. Wenn er mal vorne war, hat er 'n Ballverlust gehabt. „Ach ja, wir brauchen superschnelle Außenverteidiger“, hat defensiv, ich glaube, mal eine Szene, wo die vielleicht ein bisschen Sinn gemacht hätte, aber da wäre sogar noch 'n Jonathan Tah da gewesen. Ansonsten hat das auch gar nichts gebracht. Gar nichts. Ja, hat die Bälle nicht zurückerobert. Ähm, Flanken, Hereingaben, wie? Der hat keinen rechten Fuß, der Mann. Das ist 'n Einbeiniger. Sorry, der hat keinen rechten Fuß. Ich weiß nicht, aus Trainersicht, wie man auf die Idee kommen kann, den da hinzustellen. Das ist eine absolute Katastrophe. Man tut ihm keinen Gefallen damit, man tut der Mannschaft keinen Gefallen damit. Ich weiß es nicht. Ich frage mich nicht. Das, was wir heute gesehen haben von Alphonso Davies als Leistung, das war nicht bundesligatauglich. Punkt. Und der Mann verdient 20 Millionen im Jahr. Ich gehe schnell weiter, weil sonst rege ich mich hier 20 Minuten nur über Alphonso Davies auf. Leon Goretzka war für mich heute okay. Ja, Leon hat es ordentlich gemacht. Leon hat das gemacht, was Leon kann. So, Punkt. Leon ist kein Spielgestalter, Leon ist kein, ich leite hier die Angriffe ein, ich führe diese Mannschaft. Leon Goretzka hat es dann sehr, sehr gut gemacht, wenn er aus der tiefen Position gespielt hat, was er heute öfter getan hat.
hat 2, dreimal super lange Bälle gespielt auf Michael. Das war richtig gut, das war okay. Er war stabil, wenn er den defensiven Part gespielt hat. Wenn er vor Pavlovic war, war es, ja, nicht gut. War er kaum wahrnehmbar, weil das ist auch eine Rolle, die Deo nicht spielen kann, meiner Meinung nach, ja. Aber ansonsten war es okay. Ich sehe da jetzt nichts, wo ich sage, war super schlecht. Von daher von meiner Seite Note 3 für Leon Goretzka. Ja, kommen wir zu seinem Nebenmann. Pavlovic hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, die ersten 20 Minuten, ja, muss ich sagen. War sehr, sehr ordentlich, war sehr aktiv, hat viel versucht, hat viel gemacht. Wirkte auch ein bisschen, spritziger noch wie in den letzten Spielen, fand ich. Natürlich, wir haben es gesehen, was, 167, Ballkontakte, davon waren wahrscheinlich wieder 150 quer und nach hinten. Ähm, Einfluss aufs Spiel, Einleiten irgendeiner Szene vorne. I don't know. Ja, Note 3. Es war nicht schlecht, es war nicht super überragend, es war befriedigend, ja. Es sind zentrale Mittelfeldspieler. Ist die Frage, was erwartet man, ne? Weiß ich nicht. Ist jetzt um Pavlovic dafür zuständig, dass wir irgendwelche Chancen kreieren? Erst, ich würde sagen, so in zweiter Reihe, so dass die Spieleröffnung vielleicht. Ansonsten sind unsere Zehner gefragt, ähm, ja, die heute alle irgendwie nicht präsent waren. Sind wir bei Lennart Kahl angekommen, der heute unser Zehner war. Ja, ich sehe gerade die letzten Noten von Lennart Kahl. 4,5, 2,5, 4, 4 und wir reihen uns heute wieder in die Vierernote ein. Glückwunsch dafür. Ähm, Wie gesagt, man muss das nicht auf den Schultern des Jungen austragen. Das ist ein junger Spieler, der hat gerade eine schlechte Phase oder er merkt gerade den Druck beim FC Bayern, ja. Das kann natürlich auch sein. Das war nix. Ja, wie gesagt, ich fand die ersten 20 Minuten besser wie die letzten Spiele, weil er sich, öfter hat fallen lassen, den Ball mal versucht hat abzuholen, mal ein paar Ballkontakte hatte. Aber alles, was dann so im letzten Drittel war, so 20 Meter hinter der Mittellinie oder so, es hatte keinerlei Impact. Es waren fast immer Fehlpässe, es waren irgendwelche Hackenspielchen, wo die Bälle zum Gegner gingen. Ähm, Was dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat, war das Hackending im eigenen 16-Meter-Raum, wo Pavlovic in die Bedrängnis bringt. What the fuck is going on with you, Alter? Ey, das ist ja schön, wenn du vorne so eine Spirenskis machst, habe ich ja vorhin gesagt. Ich finde es okay, dass man vorne ein gewisses Risiko nimmt, erst recht gegen so eine Mannschaft, die so agiert. Musst du das machen, damit du überhaupt mal vorne überhaupt die Chancen hast, was zu kreieren. Aber im eigenen 16-Meter-Raum, Alter. Ja, von daher denke ich, ist Lennart Kahl mit der 4 sehr, sehr gut bedient heute. Gut, ja, kommen wir zu den 3 Offensiven, was für mich auch alles sehr, sehr durchschnittlich war. Ähm, ja, Luis Diaz, Note 3 von meiner Seite. Hat heute nicht den Impact vorne, definitiv nicht. War defensiv, hat geackert, hat gerackert, 2, dreimal defensiv in hoher Not gerettet. Ähm, Hat versucht viel, ja, auch mal mit 'nem Seitenwechsel mit reinzuziehen, aber Augsburg hat es einfach stark gemacht. So, Augsburg hat immer gedoppelt, immer unsere Seiten abgenommen, da war kein Durchkommen, da war gar nichts, ja, ohne Hilfe, ohne Vernünftiges. Wir haben es gesehen auf der anderen Seite mit 'nem Doppelpass beim Tor, wie einfach man da Kimmich und wer war es? Pavlo, ich weiß es gar nicht, vorgeführt hat. What the fuck, ja, einfach mal, ja, haben wir halt nicht bei uns. Bei uns ist ja auch nicht, dass der Außenverteidiger da mal die Linie lang geht. Passiert ja nicht. Und wenn es passiert, wird er halt entweder nicht angespielt, ja, oder er spielt den Ball dann wieder zurück. Du siehst ja nicht mal irgendwie, dass der Außenverteidiger da mal durchgeht in den 16er und versucht, den Ball mal reinzuschieben in den Strafraum oder geschweige denn 'ne Flanke zu schlagen. Das ist ja nicht unsere Spielweise. So, das ist ja auch okay, aber da muss man sich halt auch nicht wundern, ja. Ansonsten hatte Diaz gerade in der ersten Halbzeit ein 2 Aktionen, logisch, ja. Ähm, und von daher von meiner Seite Note 3. Gut, kommen wir zu dem, der vielleicht, ja, wie gesagt, ich müsste kleinere Abstufungen machen, aber ich gebe Michael eine 2,5. War für mich der einzige Spieler, der heute offensiv, wenn was ging, was versucht hat. Die Ecken waren stark, die eine Ecke hat zum Tor geführt. Ähm,
Hatten auch einen super schwierigen Stand gehabt. Wir haben's dann gesehen, kurz vor Ende noch ans Lattenkreuz geschossen. Ja, hat sich aber, das Herz genommen, hatte ein zweimal vorher schon versucht, da war kein Durchkommen. Da muss man auch mal, das ist, was ich sage, Plan B, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Wir wissen alle, was Michaels Stärke ist. Ja, wir nennen ihn mal den Robben-Move, ist ein bisschen anders. Ian ist nie so weit in die Mitte gezogen. Da muss es doch möglich sein, dass Nicolas Jackson, Harry Kane, Pavlovic oder Goretzka, alles, was da gerade rumläuft, muss ihm dann doch auch mal eine Schussbahn freiblocken. So, das passiert halt auch nicht, ja. Das war heute so ein bisschen, was das anging, war's so Tuchel-Fußball. So: „Ach komm, nimm mal den Ball und mach mal. Mach mal 'ne Einzelaktion, ohne dass dir irgendjemand aus der Mannschaft hilft.“ So, ja, und deswegen war die Niederlage heute am Ende des Tages auch verdient. Aber Michael war so, wenn irgendwas offensiv stattgefunden hat, ja, dann war's Michael, der es initiiert hat, ne? Übers ganze Spiel gesehen. Wie gesagt, ersten 20 Minuten war auch Luis Diaz sehr aktiv. Ja. Kommen wir zu Heavy. Ja, Heavy war heute auch nichts. Ähm, Sehe ich bei 'ner 3,5. Fand ich noch ein bisschen unauffälliger wie Luis Diaz. Ich weiß nicht, warum Heavy heute nicht den fallen lassen Part gespielt hat. Hat er ganz kurz mal, ja, dann auch in 'ner gewissen Phase war Harry Kane dann der Sechser am eigenen 16-Meter-Raum. What the fuck? Das war noch zu 'ner Zeit, wo Goretzka und Pavlovic aufm Feld waren. Wo waren die? Ja, also, aber es war heute nicht dieser: „Ey, ich lasse mich fallen und leite unser Angriffsspiel ein.“ So, das war heute nicht der Fall, ja. Ähm Sehr wahrscheinlich gab es eine Anweisung von Vinny, kann ich mir vorstellen, ne, weil das ja schon ein bisschen kritisiert wurde. Ich fand es völlig legitim und völlig gut, wie die letzten Spiele waren. Natürlich war Harry Kane manchmal dann vorne nicht präsent, aber muss er dann auch nicht. So, ja, er war der Mann, der unser Offensivspiel getragen hat. Er war unser Mann, der 'n Olisse und 'n Diaz eingesetzt hat, damit sie überhaupt in diese Räume kamen und diese Chancen hatten, die sie dann hatten, ja? Ohne Harry Kane haben wir gesehen, was heute war. Ja, es war keine Kreativität da. Ein Lennart Karl war maßlos überfordert. Ein Leon Goretzka ist das nicht. Ein Pavlovic ist das auch nicht. Das hat er die letzten Spiele gezeigt, dass er das nicht ist. Ja, wir wünschen uns das alle, ja. Und Pavlovic kann das auch. So, hat er schon bewiesen, ja. Aber im aktuellen System ist er das nicht. Im aktuellen System ist er Querpass Toni und Sicherheit in unser Ballbesitz zu bringen. Was okay ist, wenn das so gewollt ist. Ja, dann ist das so. Gönnung. So. Aber dann musst du den Faktor Harry Kane haben, dass 'n Harry Kane sich fallen lässt, ja? Und das war heute nicht gegeben. So, und dann haben wir gesehen, was passiert. Wir haben keinerlei wirklich hochkarätige, echte Torchancen gehabt, ja. Ob das dann so gut war, weiß ich nicht. Wir haben das ein, zweimal gesehen von Heavy, weil Augsburg uns hinten reingedrückt hatte. Da war Heavy eh schon hinten. Oder beim Eckball, ja, wenn Harry Kane dann, ähm, wie gesagt, auf der Sechserposition verteidigen musste teilweise. Also, ja, Heavy 3,5. Chancenmäßig vorne, hm, ja, beim Eckball, den Ito zum Glück reingemacht hat, wäre sonst Heavy noch da gewesen. Der wäre wieder im Dreieck gesprungen, wenn der nicht reingegangen wäre. Ansonsten, ja, hatte er so eine Halbchance. Das war's, ne? Das war alles, ne? Gut, kommen wir mal zu den Einwechslungen. Erstmal, es stand noch 1:0. Es stand noch 1:0 und eigentlich war es einigermaßen okay, defensiv gesehen, ja. Die rechte Seite war schwach mit Davis, deswegen hat man dann Josh eingewechselt. Hätte ich ich hätte es vor dem Spiel gesagt, No-Brainer. Kimmich als Rechtsverteidiger kannst du machen. Wie wir gesehen haben, Kimmich als Rechtsverteidiger, ja, kriegt dieselbe Note wie Alphonso Davies, Note 5. Das war schlechter sogar teilweise wie Davis. Der hat sich vorführen lassen. Der hat defensiv nicht einen Zweikampf gewonnen. Der hat nicht eine Ballhereingabe verhindert. Der stand da teilweise, hat dann sein Bein nach hinten rausgestreckt im eigenen 16-Meter-Raum, um irgendwie einen Pass oder eine Hereingabe zu verhindern.
Junge, was war das bitte? Ey, das war noch nicht mal Kreisliga A-Niveau, was 'n Kimmich heute defensiv gezeigt hat. Wie kann ich denn diesen Mann einwechseln? Sorry, das muss ich doch ich meine, er saß ja nicht umsonst auf der Bank. So, ja, wir wissen alle, hier Wehwehchen, da Wehwehchen, bla bla bla. Alles gut. Ja, logisch. Das ist kein Hate gegen Kimmich, sonst was. Das geht auch auf Trainerkappe. Du weißt, dieser Spieler ist anscheinend nicht fit, ja, ist nicht auf der Höhe. Und dann bringst du ihn über die Seite, über die Augsburg die ganze Zeit gefeuert hat, als gäbe es keinen Morgen, und stellst ihn dann dahin. Das ist 'ne Farce, ja. Ich meine, das war die letzten Spiele schon zu sehen. Ich habe es die letzten Spiele schon gesagt, ne? Da wurde ich ja teilweise wieder an die Wand genagelt für, aber Kimmich war Note 6, Note 5 defensiv. Ja. Er hat's rausgerissen, indem er Struktur in unser Spiel gebracht hat, in der Zentrale, ja. Und ab und wann mal 'n Chipball gespielt hat. Ja, richtig. Aber defensiv war das 'ne Katastrophe und das haben wir heute gesehen. Das hat heute in der Leistung gegipfelt, ja. Defensiv. Ich meine, wir fangen jetzt nicht nur an, dass er dann als Rechtsverteidiger wieder dann trotzdem in der Zentrale rumgedumpelt ist und der Raum komplett nicht besetzt war. Das lasse ich mal ganz weg, weil dann geht's nämlich in die Note 8 rein, ne? Also gut, der nächste, der eingewechselt wurde. Ja, unser was habe ich in der Schlagzeile gelesen? Weiß ja keiner, ob's stimmt. Äh, unser an die 30 Millionen verdienender Stern des Südens, Jamal Musiala. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Note 5. Was soll ich besser benoten? Ey, auch hier keine Kritik an Jamal. Alles ist gut. Ja, der kommt aus einer langen Verletzung, der kann noch nicht weiter sein, wie er gerade ist. So, Punkt. Ja, aber lass ihn auf der Zehnerposition vorne rumdümpeln. Da macht er nicht viel kaputt, wenn er eine gute Aktion hat, holt 'n Freistoß raus, wie er es getan hat. Hat vielleicht auch eine gute Aktion mit einem guten Pass oder sowas, ja. Oder er geht dann in den 16er rein, Heavy lässt sich fallen, so, alles fein, mach das. Aber fang doch nicht an, dann einen Nicolas Jackson einzuwechseln für einen zentralen Mittelfeldspieler. Nennen wir ihn Achter für Leon Goretzka. Stell dann einen Harry Kane auf die 10 und dann einen Jamal Musiala auf die 8 und da muss ein Jamal Musiala beim Gegentor in der Zentrale verteidigen. Und dann sieht das so aus, wie es ausgesehen hat. Damit tust du dem Jungen doch keinen Gefallen, ja. So, und was soll ich da anders benoten? Was soll ich da anders benoten? Wenn er da in dieser Pose ist, weil man unseren zentralen Mittelfeldspieler ausgewechselt hat, ich weiß nicht, wo Pavlo war, glaube ich, da auf der Halbposition am Rumdümpeln mit Kimmich zusammen, wurden vorgeführt. Dann kommt der Ball in die Mitte und dann steht da Musiala. What the fuck? Ja, da muss 'n Pavlovic stehen, wenn er noch der verbliebene zentrale defensive Mittelfeldspieler ist, ja. Ähm, aber wenn dann ein Musiala als Achter da steht, ja, dann muss 'n Musiala da stehen und dann muss er den Zweikampf da gewinnen oder zumindest mal in den Zweikampf kommen, ja. Auch ihm aber keinen Gefallen getan und ja, ich denke, man sieht, dass Musiala Zeit braucht, Alter. Und zwar Monate. Monate. Wenn's gut läuft, ja, dann kannst du ihn bringen, dann kannst du ihn damit rumtingeln lassen, damit er wieder Selbstvertrauen kriegt. Aber in dem Spiel, wo es nicht läuft, ich meine, was heißt nicht läuft? Wir haben geführt bis dahin 1:0 so. Ja, dass er dann für Lennart Kahl kommt auf der 10er Posi, ey, alles gut. Lennart Kahl war auch nichts. War eine Nullnummer, war eine Luftpumpe heute. Völliger Wechsel, der völlig okay ist. Aber dann kannst du nicht anfangen, ihn dann da hin und her zu schieben. Also, das ist eine Farce. Sorry. Da musst du dich nicht wundern, Alter. Ja. Vielleicht hätte man heute mal sagen sollen: „Pass mal auf, alles klar, komm, drauf geschissen, wir nehmen das 1:1 mit“, ja. Klar, dann hätten wir uns jetzt hier nach dem Spiel hingesetzt und gesagt: „Ja, wie kannst du mit dem 1:1 zufrieden sein gegen Augsburg?“ Ich hätte das nicht gesagt, weil ich sehe, wie fit die Mannschaft ist, ja, und wo sie herkommt, aus wie viel Spielen. Ähm, wäre vielleicht der schlauere Move gewesen, anstatt zu sagen: „Komm, alles auf eine Karte, Feuer frei.“ So. Aber im Nachgang ist man schlauer. Ja. Gut, ja, die anderen 3 Spieler haben Glück, dass wir sie nicht benoten können.
Wäre natürlich trotzdem ein paar Worte zu sagen. Das ist einmal Nicholas Jackson, wie der Reporter sagte. Jackson. Wusste nicht, dass er Franzose geworden ist, aber gut. Hatte natürlich keinerlei Einfluss aufs Spiel. Null. Nada. Nothing. Nichts. Nächste Einwechslung, Tom Bischoff als Linksverteidiger. Grandioser Schachzug von Vincent Kompany. Grandios. Grandios. Ich hätte es ja noch verstanden, keine Ahnung, wenn man irgendwie gesagt hätte, ich bringe Tom Bischoff rein, aber ich stelle ihn nicht auf die Linksverteidigerposition, sondern spätestens nach dem 2:1 dann, ich ziehe in die Zentrale, damit wir da eine Anspielstation haben, der auch ein bisschen Kreativität ausstrahlt. Ja. Keine Ahnung. Kein Einfluss aufs Spiel. Hat sich immerhin mal versucht, einen Schuss zu nehmen, so in der Schlussphase, einer der wenigen. Das war es aber auch. Da war noch der auffälligste, den ich jetzt nicht einblenden kann, Felipe Chavez. Ja, der hatte auch die Eier, sich da 'n Schuss zu nehmen. Ähm, aber der war auch der da ein bisschen 'ne ordnende Hand in der Zentrale dann an den Tag gelegt hat, ja. Ähm, ja, so ist es dann halt, ja. So ist es dann halt einfach. Hm, wir haben halt heute nicht die Energie gehabt, da noch groß offensiv und das mit dieser Offensive was stattfinden zu lassen. So, Augsburg hat das sehr, sehr gut gemacht. Das gehört halt auch zur Wahrheit, ja. Müssen unsere Mannschaft jetzt nicht super schlecht reden. Ihr seht es ja auch, abgesehen von Davies, Kimmich, Musiala und Lennart Kahl. Ja, nehmen wir 'n Obich mit rein. Der Rest war Durchschnitt. Der Rest war völlig fein. Ja, das muss man halt auch sagen. So, das war jetzt keine super schlechte Leistung von uns. Das war das, was gerade drin steckt in dieser Mannschaft. Und Augsburg war einfach, wir haben es gesehen an den Zweikampfwerten, die waren einfach fickriger. Ja, die waren geradliniger im Spiel, die haben unsere Schwächen auf der Außenposition, auf der hinten rechte Seite gnadenlos ausgenutzt und das Pokern mit Davis raus, was ich verstehen kann nach 60 Minuten, dass der noch nicht viel mehr im Tank hat. Ja, nochmal, da musst du die Eier haben und auf eine Dreierkette stellen. So, ja. Das kann nicht das große Thema sein. Zur Not ziehen Leon Goretzka auf die Innenverteidigerposition, zur Not ziehen Leon Goretzka auf die Rechtsverteidigerposition. Ich verstehe, man denkt, jo, Kimmich ist ein Rechtsverteidiger, hat er schon gespielt, der wird das schon schaukeln. Ja, der wurde vorgeführt. Und sorry, dass ich das sage, das muss man als Trainer wissen. Man muss die Form seiner Spieler kennen. Ne? So, und anscheinend hat man das nicht getan. So, weil das war ja nicht nur, oh, ich mache mal einen Fehler, was Josh gemacht hat. Junge, der wurde vorgeführt. Der hat nicht einen defensiven Zweikampf gewonnen. Der konnte nicht eine Reingabe verhindern. Der konnte nicht einmal verhindern, dass über seine Seite mal ein Angriff geblockt wird oder gar nicht erst zustande kommt. Nichts. Der wurde vorgeführt. So, und das muss ich als Trainer wissen. Dass der diese Form hat, das muss ich wissen. Da kann mir keiner sagen, der hat die ganze Woche überragend trainiert. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Sorry. Das kannst du mir nicht erzählen. Und da muss ich dann eine andere Lösung finden. Ganz einfach. Ja. Und ansonsten musst du dich nicht wundern und deswegen gehen wir völlig verdient. Glückwunsch an Augsburg, völlig verdient mit 2:1 zu Hause im eigenen Stadion nach Hause. So. Und damit habe ich fertig. Leute, ich freue mich auf Montag, 18 Uhr Livestream. Dann arbeiten wir den Bums natürlich nochmal auf. Dann gehen wir natürlich auch in die Top 10 Kommentare rein. Ja. Da werden ja bestimmt ein paar Wilde dabei sein. Ja, das ist meine Benotung und meine Einschätzung. Leute, ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.